Guten Morgen, herzlich willkommen in der GVZ Zürich Oberland. Schön, dass ihr alle schon da sind. Wir würden im Saal Ihnen jetzt mit einer so ein bisschen ruhigen Ankunftszeit starten, wo wir von Gott und in seine Gegenwart kommen können. Das startet jetzt dann gerade und nachher würden wir dann übergehen in den Gottesdienst. Ihr dürft gerne im Foyer noch ein bisschen sein und reden und im Saal würden wir ruhig sein und uns auf Gott konzentrieren.
So, jetzt bin ich richtig da oben und jetzt geht das Licht an. Ich bin irgendwie so geeicht, dass wenn ein Countdown auf 0 geht, dass man dann führen geht auf die Bühne, dass ich direkt nach der Ankunftszeit schon führen gestanden bin. Aber jetzt ist richtig und ich habe mich gefragt, wieso geht das Licht nicht an und so. Aber alles richtig gewesen. Die Technik hat das super gemacht. Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der GVC Zürich Oberland. Schön, dass ihr alle da sind und okay, ich sollte glaube ruhig sein. Nein, alles gut. Ich weiß nicht, wieso es geht, aber unser Jahresthema ist ja «Erfrischt Leben». Und das hat so letzte Woche nochmal ganz neue Relevanz bekommen, oder, bei diesen Temperaturen. Und ich danke Gott für Partys, für Seen, für Flüsse und einfach alles, was ein bisschen kühles Wasser hat, wo man sich ein bisschen drin kann abkühlen kann. Oder auch sonst daheim für ganz viele so kleine Tricks, die man lernt. Und ich nehme an, wir alle sind ein bisschen Experten geworden. Und komm, wir tun doch ganz kurz miteinander austauschen, also so mit deinen Nachbarn rechts, links. Einfach schnell, was sind eure Tricks zum Abkühlen oder was ist erfrischend gerade für dich oder in deinem Leben jetzt in dieser Situation? Ganz kurz, 1-2 Minuten. Schwimmen? Ja. Schwimmen kannst du. Oder in den Eiskaffee denken. Ah, Eiskaffee, ja. Wir haben Dings noch entdeckt. Vorne Trauben. Trauben im Frühjahr tun. Dann sind sie so, zeigen sie, kannst du mal oder was. Coole Idee, ja. Also es ist nicht, dass die wahnsinnige Feste sind. Ja, das ist eh voll. Genau. Absolut blutlos, weißt du, du hast nichts, du musst schon auf der untersten Stufe an und das macht schon riesig. Genau. So, jetzt habt ihr einander die besten Tipps geben können. Vielleicht müssen wir irgendwie mal eine Sammlung machen. Genau. Aber wisst ihr, was auch immer sehr erfrischend ist? Das ist zu hören, was Gott im Leben von anderen so am Tun ist und darum möchte ich euch ein mit Gott erlebt vorlesen, das wir bekommen haben. Seit gut 1,5 Jahren wurde bei mir ein Mastzellaktivierungssyndrom diagnostiziert, das ich aber schon seit Jahren hatte. Es ist eine Krankheit, bei der die Mastzellen im Darm überreagieren, sodass sich der Bauch stark entzündet und anschwillt. Wie wenn man im 5. oder 6. Monat schwanger wäre. Ausgelöst wird das durch gewisse Esswarenstress, Temperaturunterschiede und das Gemeine daran, man weiß nie, ob etwas eine Reaktion auslösen wird oder nicht. Es gibt kaum Medikamente und die Krankheit ist grundsätzlich nicht heilbar. Ich hatte 3 von 4 möglichen Medikamenten bereits ausprobiert, entweder nicht vertragen oder sie hatten zu wenig gewirkt. Ich war beim letzten angelangt. In unseren Ferien hatte ich plötzlich den Gedanken, ich will diese Krankheit nicht einfach so akzeptieren, ohne gezielt für mich beten zu lassen. Noch am nächsten Tag schrieb mir eine enge Freundin, ob ich nicht beten lassen wolle. Und einen Tag später kam ein Mann, der nichts von meinem Entschluss wusste und sagte genau dasselbe. Ich musste lachen. Das waren für mich klare Bestätigungen. So ging ich am 1. März ins Gebet. Am Montag darauf eskalierte ausgerechnet eine Reaktion so schlimm wie noch nie, mit fürchterlichen Bauchkrämpfen über 3 Stunden. Ich kam auf den Notfall. Auch der Allergologe sagte mir danach, solche Episoden seien leider jederzeit möglich. Trotzdem war für mich klar, ich gehe nochmals ins Gebet. Ich wollte Gott nochmals als meinen Arzt anrufen. Am 8. März gingen mein Mann und ich zusammen und jemand betete erneut für meine Krankheit. Danach schaute ich die Menütafel an. Spaghetti-Plausch mit 4 verschiedenen Soßen. Eigentlich alles, was ich nicht essen dürfte. In jeder Soße Zutaten, die Reaktionen auslösen würden. Und dennoch entschied ich mich, alles zu essen.
Sogar die Soße, die eigentlich die absolut schlimmste wäre. Ich hatte den ganzen Nachmittag keinerlei Reaktion. Mein Bauch blieb flach. Es ging mir bestens. Abends ließ ich die Medikamente weg. Am nächsten Morgen ebenfalls. Und so habe ich nie mehr Medikamente genommen. Ich fing an, gezielt die sogenannten verbotenen Esswaren wieder zu essen. Zuerst zögerlich, dann immer mutiger. Nichts. Keine einzige negative Reaktion. Ich wurde geheilt. Mein Bauch ist so leicht wie noch nie in meinem Leben. Ich kenne dieses Gefühl gar nicht, weil ich es nie hatte. Aber jetzt ist es so. Ich möchte Gott alle Ehre und allen Dank geben. Ihm allein gebührt alle Ehre und Anbetung. Es ist allein seine Gnade, dass ich gesund sein darf. Ich bin immer noch überwältigt von diesem Wunder, von Gottes Gnade, Güte und Barmherzigkeit. Gott tut Wunder auch heute noch. Und er hat sich über mich erbarmt. So cool, oder? Da können wir Gott mal einen großen Applaus geben. Hey, und auch wenn du irgendwie so etwas Cooles mit Gott erlebt hast, dann lass es uns wissen, weil es ist so ermutigend zu hören, was Gott im Leben von anderen tun hat. In mir weckt es immer den Glauben, hey, er kann das auch in meinem Leben tun. Auch wenn er es vielleicht bis jetzt nicht gemacht hat, aber es ist möglich und das Wunder sind heute noch möglich und es stärkt unseren Glauben. Und das Gebet, das hat mir gefallen an diesem Zeugnis, das Gebet, dass es wie zeigt, wie viel Kraft das Gebet hat. Und auch heute ist unser Gebetsteam schon im ersten Worship-Block für euch da, die ganze Zeit. Und sie bieten heute auch Hörensgebet an, also hören für dich auf Gott und geben dir weiter, was sie das Gefühl haben, von Gott zu hören. Wenn du also eine Ermutigung brauchst oder vielleicht irgendwo nicht weiter weißt oder sonst ein Anliegen hast, bist du herzlich eingeladen, die Möglichkeit zu nutzen und darfst schon eben ganz von Anfang an hingehen und für dich beten lassen. Ich bete auch noch für den Gottesdienst und ich lade euch ein zum Aufstehen und dann gehen wir gerade in den Worship hinein. Vater im Himmel, ich danke, dass du da bist und dass du an uns am Wirken bist, dass dir alles möglich ist. Vater im Himmel, ich bete, dass wir jetzt einfach da vor dich stehen, in deine Gegenwart kommen und dürfen loslassen und bei dir deponieren, was uns sonst irgendwo beschäftigt. Bei dir ist es am richtigen Ort. Wir möchten dich loben und preisen für all das, was du schon da hast in unserem Leben, was du tun kannst und tun wirst. Amen. Come on, was für ein Zeugnis für Start für heute Morgen. Ich möchte dich einladen, wirklich von Gott etwas zu erwarten in dieser Zeit. Vielleicht bist du da und hast auch so ein Anliegen, dann bestürme mich mit dieser Zeit. Vielleicht bist du einfach happy, dass du nicht so etwas hast, dann lobe ihn. Ich möchte dich wirklich herausfordern, nicht jetzt einfach da reinzusitzen und ein bisschen miteinander zu singen, sondern wirklich Gott zu bestaunen, zu bestürmen, zu loben in dieser Zeit. Sind wir ready? Das ist schön. Los, was geplant ist. Eine neue Zeit kommt, du wirkst du frisch. Ich richte mich aus auf deine Güte. In deinem Licht dankt alles auf. Du gibst mir das Leben, du lässt mich singen, dankbar. Dir das Lied bringen, Gott. Du weckst mich auf, in deiner Gegenwart schnaufe ich auf. Ich strecke mich aus nach dem, was kommt. Der Nebel weicht, es wird wieder bunt. Mein Herz tut auf und findet dich.
in dem Licht tankt alles auf. In dem Licht wird alles los. Du gibst mir das Leben, du lässt mich singen, dankbar. Dir mein Lied bringen, Gott. Du wächst mich auf, in deiner Gegenwart schnur ich eben. Du lässt mich singen, dankbar. Dir mein Lied bringen, Gott. Du wächst mich auf, in deiner Gegenwart schnur ich auf. Komm, schmeck und schau, wie gut Gott ist. Er hat mich aufgeweckt, in seiner Liebe blüht alles auf. Das Leben ist frei, setzt gute Grund, hat Jesus gehabt, pflanzt in seiner Gnade. Du gibst mir das Leben, du lässt mich singen, dankbar, dir mein Lied bringen, Gott. Du wächst mich auf, in deiner Gegenwart schnur ich Leben. Du lässt mich singen, dankbar, dir mein Lied bringen, Gott. Du wächst mich auf, in deiner Gegenwart schnur ich troubles come. Why would I not worship forever? 'Cause I've seen the good you've done. I'm not ashamed, I'm sinner saved. No, I'm not afraid anymore. The world calls foolish, you call freedom. But I won't hold back anymore. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me singing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Oh, I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me singing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I'm letting go, I'm wild in your presence. Stand still, the sun comes up. You make me strong, whenever I praise you, Jesus, you fill my cup. I'm not ashamed, I'm sinner saved. No, I'm not afraid anymore. The world calls foolish, you call freedom. No, I won't hold back anymore. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me singing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Oh, I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me singing again and again. And whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy.
down in my heart, hallelujah. I've got joy, 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 down in my heart, I've got joy, 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 down in my heart, I've got joy, 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 down in my heart, hallelujah. Spüren wir das? Oh, I've got joy, 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 down in my heart, I've got joy, 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 down in my heart, I've got joy, 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 down in my heart, hallelujah. I've got joy in the morning, joy in the evening, you keep me singing in every season, whatever comes tomorrow. I've got joy. Komm, sing es noch laut raus. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me singing again and again, and whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me singing again and again, and whatever comes tomorrow, I've got joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Ja, Jesus, danke, dass du wirklich die Freude in uns hinein, Herr. Es ist so schön, in der Sonne, die wieder hochkommt, man merkt, wie du die Natur, die du geschaffen hast, wieder alles zum Blühen kommt. Und Jesus, wollen wir einfach zum Blühen kommen in deiner Gegenwart. Und wir wollen dir alle Ehre geben, Jesus. Wir werden nichts zurückhalten im Lobpreis zu dir. Wir werden wirklich voll in die Zeit, voll in dich anzubeten, dir den Platz geben, der dir gebührt, Jesus. Dir gehört alle Ehre, Jesus. Herr, ich bitte dich, dass du uns wirklich einfach erfüllst von dieser Freude und von dieser Hoffnung und dieser Fülle, die du uns geben willst. König Jesus, hoch erhoben überall, stark und mächtig, nichts kann gegen dich bestehen. Dich verehren, du dein Opfer, hast du uns deinen Frieden gebracht, deine Wunden. Dort am Kreuz auf Golgatha bringet Heilig für mich. Alle Erde, wo ich bin und wo wiederkomme, Jesus Frieden Deine Schönheit leuchtet in die dunkle Nacht. Du bist die Hoffnung, wo wie ein neuer Tag erwacht. Und nur heller wird das, was tot ist nicht hoffnungslos für dich. Trockene Wüste wird du dich zum Paradies. Du machst alles neu.
sein. Wie im Himmel, so auch da sollst erhoben sein. Du allein bist das Zentrum da, wir erwarten dich. Lass dein Reich kommen. Nimm du alles ein, wie im Himmel, so auch da sollst erhoben sein. Du allein bist das Zentrum da, wir erwarten dich. Lass dein Reich kommen. Und nimm du alles ein. Nimm du alles ein, wie im Himmel, so auch da sollst erhoben sein. Du allein bist Zentrum da, wir erwarten dich. Darum lass dein Reich kommen. Lass dein Reich kommen. Lass dein Reich kommen. Alle jedem, wo war und wo wiederkommt, Jesus Friede führt. Alle Engel, sie verehren dich und singen heilig, heilig bist du. Alle jedem, wo und wo wiederkommt, Jesus Friede führt. Alle Engel, sie verehren dich und singen heilig, heilig bist du. Ja, wir singen heilig, heilig bist du. Wir singen noch einmal das alle Ehre. Einfach zusammen. Alle jedem, wo war und wo wiederkommt, Jesus Friede führt. Alle Engel, sie verehren dich und singen heilig, heilig bist du. Alle Ehre. Alle jedem, wo war und wo wiederkommt, Jesus Friede führt. Alle Engel, sie verehren dich und singen heilig, heilig bist du. Wir singen heilig, heilig bist du. Ja, Jesus, du bist heilig und ich lade dich ein, jetzt einfach auch in die Predigtzeit. Danke, bist du da. Heiliger Geist, du bist nahe und möchte dich einladen. Jetzt einfach um ein Segen über diese Predigt. Ich bitte dich um offene Herzen. Du siehst, wie jeder einzelne von uns steht und was wir brauchen. Und ja, begegne du einfach jedem genau dort, wo er dich heute Morgen muss sehen und muss spüren. Amen. Amen. Danke, Band, für den genialen Worship. Es ist mega schön, mit euch zusammen Gott anzubeten. Ich freue mich, heute Morgen da oben zu stehen. Das ist super. Also, es war cool. Danke vielmals. Tschüss miteinander. Man muss immer auf einer Höhe enden. Das wäre jetzt gerade gut gewesen. Wir sind in einer kleinen Serie zum Thema Heiliger Geist. Besser gesagt, erfrischt durch den Heiligen Geist. Und heute sind wir bereits beim letzten Teil. Die sich jetzt fragen, wir haben doch noch gar keinen Teil gehabt. Wir haben im Pfingstweekend angefangen, haben die 2 Predigen zu dem Thema gehabt, wo wir stark auf das Wirken vom Heiligen Geist in uns geschaut haben. Und heute werden wir ein bisschen mehr einen Fokus setzen auf das Wirken vom Heiligen Geist
durch uns. Und weil wir doch ein bisschen eine gemeinsame Ausgangslage brauchen, um dann das Wirken vom Geist durch uns anzuschauen und in die Welt raus, starten wir gleich mit einem kleinen Crashkurs in der Pneumatologie, also die Lehre vom Heiligen Geist. Keine Angst, das wird jetzt nicht hoch theologisch und mega kopflastig, aber einfach, dass man ein bisschen eine gemeinsame Ausgangslage hat, von wo das denn der Heilige Geist kommt, was die Beziehung ist zu ihm im Alten Testament und im Neuen Testament. Und als erstes begegnen wir dem Heiligen Geist in der Schöpfungsgeschichte. Wirklich in den ersten 2 Sätzen der Bibel sehen wir den Geist Gottes, der über dem Wasser schwebt. Und der Joni hat da ein mega cooles Bild gebracht. Heiliger Geist, der Geist ist auch Ruach im Hebräischen. Und das ist so der Atem. Und wenn ihr die Schöpfungsgeschichte kennt, dann sieht es fast so aus, wie wenn Gott Luft holen und nachher die Schöpfung in die Realität spricht. Er redet ja nachher und Sachen werden geschaffen. Also wir sehen da das erste Mal, wo der Geist Gottes vorkommt, als ein Teil von dieser Schöpfungsgeschichte. Und nachher, wenn wir im Alten Testament folgen, dann sehen wir den Heiligen Geist immer wieder, wie er auf einzelne Menschen kommt und sie befähigt. Das ist das Thema für heute, die Befähigung. Und er befähigt sie für spezifische Aufgaben. Ein so ein spannendes Beispiel ist der Bezalel, wo befähigt worden ist vom Geist Gottes, um verschiedenste Arbeiten an der Stiftshütte zu verrichten, wo das Volk Israel durch die Wüste gezogen ist. Wir lesen dort im 2. Mose Folgendes. Dort steht: Mit meinem Geist habe ich ihn erfüllt. Ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben und ihn befähigt, alle für den Bau erforderlichen handwerklichen und künstlerischen Arbeiten auszuführen. Also der Heilige Geist ist auf den Bezalel gekommen und hat ihn befähigt für den einen spezifischen Auftrag. Ich habe mir das früher nämlich bei der Französischprüfung gewünscht. Das hat nicht so ganz funktioniert, aber etwa so stelle ich mir das vor. Du wachst auf und dann kannst plötzlich einfach Französisch reden fließend. Andere Beispiele aus dem Alten Testament wären Propheten, die vom Geist eingegeben geredet haben und Gottes Wort verkündet haben. Oder Führungspersonen, wie zum Beispiel der Mose oder der David. Es steht, dass der Geist Gottes auf ihnen war und sie dadurch das Volk führen können. Und es gibt noch ganz viele weitere Beispiele. Aber etwas, was wir aus dem Alten Testament klar sehen, ist, der Heilige Geist ist gekommen und dann manchmal wieder gegangen. Es war eine Erfüllung von Einzelnen für spezifische Aufgaben. Diese Realität haben die Menschen gekannt, wenn es um den Heiligen Geist gegangen ist. Bis zu der Zeit vom Prophet Joel. Er verspricht dort ein anderes Bild von der Zukunft. Dort lesen wir Folgendes. Es steht dort: Wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Das zählt natürlich auch für Frauen unter uns. Es offenbart sich da ein anderes Bild. Nicht mehr Einzelne werden vom Heiligen Geist erfüllt sein, sondern alle werden vom Heiligen Geist erfüllt sein. Und Jesus sagt später über den gleichen Geist Folgendes zu seinen Jüngern. Er sagt: Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Also wir sehen einen Wechsel vom Alten zum Neuen Testament. Im Alten Testament ist der Heilige Geist auf Einzelne gekommen, für spezifische Aufgaben. Und im Neuen Testament sehen wir eine Ausgüssung vom Geist Gottes auf alle. Und er wird nicht gehen, sondern er wird bleiben. Ein ganz cooles Bild. Und wir haben gerade Pfingsten gefeiert und genau das hat sich an Pfingsten angefangen zu erfüllen, die Prophezeiung vom Prophet Joel. Die Jünger sind erfüllt worden vom Heiligen Geist und nachher, mit der Kraft von ihm, haben sie angefangen, die gute Nachricht zu verkünden. Und ich habe mich gefragt, hey, wie erleben wir denn das heute? Oder wenn wir die Briefe aus dem Neuen Testament lesen und die Momente, wo der Heilige Geist gewirkt hat, dann
zeichnet sich ein Bild ab, dass es für die frühen Christen eine absolute Selbstverständlichkeit war, dass der Heilige Geist in ihnen wohnt, in ihnen wirkt und durch sie wirkt. Sie haben manchmal noch ein bisschen herausfinden, wie jetzt genau mit dieser neuen Kraft umgehen. Der Paulus hat da 2, 3 Vorschläge gehabt. Aber grundsätzlich sehen wir, hey, das war für sie Alltag gewesen. Und ich wage zu behaupten, dass sich das geändert hat ein bisschen in den letzten 2000 Jahren. Es soll nicht schwarzmalerisch jetzt überkommen. Wir haben den Heiligen Geist gerade stark erleben ab Pfingsten. Also er wirkt in uns und in unserer Kirche, absolut. Aber ich glaube, es ist fair zu sagen, wenn der Paulus uns einen Brief schreiben würde er wahrscheinlich nicht sagen, hey Leute, nehmt es mal locker, ihr seid viel zu viel mit dem Heiligen Geist unterwegs sein und ihr müsst wirklich eure Geistesgaben schauen, dass ihr nicht so viel braucht. Oder ich glaube, er will vielleicht eher als andere sagen, hey, ihr dürft gerne noch ein bisschen. Genau. Ich erlebe es bei uns sogar manchmal eher so, dass sich gewisse vielleicht gar nicht sicher sind. Ja, habe ich denn den Heiligen Geist überhaupt? Ist denn der in mir? Ich habe ihn vielleicht noch nie so recht gespürt. Muss ich jetzt noch mehr Fühlung und so weiter? Und da könnte man jetzt eine ganze Predigtserie drüber machen. Ich versuche wirklich nur den Grundsatz einfach schnell aufzugreifen. Weil ich glaube, der Grundsatz tut die Bibel recht klar beantworten. Im Epheser 1, Vers 13 schreibt der Paulus Folgendes. Er sagt, nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Also wir sehen da, der Heilige Geist ist jedem Glaubenden zugesagt. Er ist das Siegel, wo zeigt, dass wir zu Gott gehören. Das heißt, wenn wir Jesus nachfolgen, gehören wir zu den Glaubenden. Und das bedeutet, es gibt keinen Christ, der den Heiligen Geist nicht in sich hat. Das ist eine Realität, wo wir uns bewusst sein dürfen. Und trotzdem tun wir uns, glaube ich, manchmal schwer. Und die Beziehung mit dem Heiligen Geist ist vielleicht alles andere als erfrischend. Und da möchte ich mit euch kurz ein Bild anschauen, das ich euch mitgebracht habe. Kannst du es mal bringen? Genau. Wäre jetzt das ein Kids Day Gottesdienst, würde wir 1, 2 oder 3 machen. Das machen wir jetzt heute Morgen nicht, keine Angst. Aber überlegt doch schnell, vielleicht könnt ihr am Nachbar kurz sagen, was glaubt ihr, ist das? Was zeigt das Bild? Was stellt das dar? Könnt ihr mal kurz mit eurem Nachbar austauschen, eure Vermutung? Ich habe es jetzt noch nicht gehört, aber wenn ihr geraten habt, dass das die Unterseite von einem Bett ist, dann ist es korrekt. Das ist die Unterseite von unserem Bett zuhause. Und ich hatte vor etwa 2 Wochen die grandiose Idee gehabt, dass ich mal die Matratze wegnehmen könnte und dort unten mal putzen könnte. Zum ersten Mal in etwa 4 Jahren, so richtig. Genau. Da hat sich einiges angesammelt. Und mir sind 3 Sachen bewusst worden im Prozess von dem Putzen. Erstens, wenn es Monster unter dem Bett gibt, dann sind es definitiv Staubmonster. Zweitens, wenn ihr jemals einen Söcken sucht, der auf ominöse Art und Weise verschwunden ist, schaut mal unter dem Bett. Ist absolute Funkhub. Und drittens, dass man manchmal den Heiligen Geist ein bisschen wie die Unterseite von unserem Bett behandelt. Oder? Die Unterseite von unserem Bett ist ein Ort, der für einen grossen Teil von unserem Tag eigentlich gar nicht so weit entfernt ist. Und manchmal, wenn wir in unserem Haus sind oder unterwegs, dann denken wir daran, dass wir dort vielleicht wieder mal hinschauen müssen und eben vielleicht mal putzen oder wir müssen aufräumen. Und oftmals machen wir es dann aber gleich nicht, weil wir irgendwo abgelenkt sind oder etwas Neues kommt. Und das geht wieder vergessen. Und ich glaube, mit dem Heiligen Geist ist es ein bisschen ähnlich. Oder der Heilige Geist ist 24/7 mit uns. Das haben wir vorher gerade gelesen. Das ist ein Versprechen von der Bibel, dass der Heilige Geist in uns ist und er ist mit uns. Er ist näher als die Unterseite von unserem Bett. Näher geht nicht. Er lebt in uns. Und ich erlebe es, dass ich manchmal durch meinen Alltag durchgehe und zwischendurch noch denke, ja genau, ich könnte eigentlich noch ein bisschen mit dem Heiligen Geist Zeit verbringen oder mit ihm noch ein bisschen connecten und dann kommt das Nächste. Dann kommt das Telefon, dann kommt YouTube, dann kommt sonst irgendetwas.
Und dann geht es mir wieder vergessen und am Ende des Tages ist die Zeit mit dem Heiligen Geist vielleicht doch ein bisschen zu kurz gekommen. Und ich glaube, mehr Zeit mit Gott verbringen, sind wir ehrlich, das ist grundsätzlich nichts Neues. Also das ist jetzt nicht eine Offenbarung. Aber was wäre, wenn wirklich die ganze Fülle von dieser Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, der Heilige Geist, in uns wohnt? Bereits jetzt, jeden Moment steht uns zur Verfügung. Wir müssen nicht noch um eine neue Erfüllung beten, wir müssen nicht noch an eine neue Konferenz gehen oder noch ein Buch lesen oder sonst irgendetwas. Das sind alles gute Sachen. Aber was wäre, wenn alles, was wir eigentlich von der Beziehung mit dem Heiligen Geist uns wünschen, bereits in uns ist? Und das Einzige, was wir machen müssen, ist, ein bisschen regelmäßiger mit dem Heiligen Geist in Verbindung zu treten, in uns zu kehren, zu meditieren. Wir haben eine coole Serie über die Kraft der Stille, wo es ein bisschen um die Meditation gegangen ist. Wir können die mal noch nachlesen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Es war wirklich eine coole Serie. In uns zu gehen und mit dem Heiligen Geist in Verbindung zu treten. Weil die Bereiche, die wir oft brauchen, die setzen auch keinen Staub an. Oder zum Beispiel euer Esstisch. Da hat vielleicht mal ein paar Krümel drauf. Aber Staub setzt sich grundsätzlich nicht an. Oder auf dem Arbeitstisch ist es eher unüblich, dass sich dort der Staub ansetzt. Die bleiben frisch, sozusagen. Und wir können das mit dem Heiligen Geist ganz klein starten. Zum Beispiel am Morgen, wenn ihr aufsteht, vielleicht während dem Zähneputzen, bevor ihr aus dem Haus geht, kurzes Gebet sprechen. Heiliger Geist, danke, kommst du mit mir heute. Führ du mich. Punkt. Kleiner Moment. Oder am Abend, wenn ihr ins Bett geht, liegt im Bett, gebt Gott den Tag zurück. Danke ihm. Treten mit dem Heiligen Geist nochmal in Verbindung. Danica und ich tun gerne vor dem Essen beten. Und das ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, dass man vor dem Essen betet. Und manchmal, muss ich ganz ehrlich sein, ist es bei uns auch ein kurzes Gebet, vor allem wenn wir sehr Hunger haben. Aber ich habe gemerkt, hey, weißt du was, wenn 5 von 10 Mal doch eine Verbindung irgendwo mit dem Heiligen Geist und mit Gott passiert, dann ist es immer noch besser als 0 von 10 Mal. Das sind so kleine Sachen, die wir in unserem Alltag implementieren können, um die Beziehung mit dem Heiligen Geist zu vertiefen und frisch zu halten. Und ich habe euch das Foto gezeigt, voran, nachdem ich geputzt habe. Das war nicht absichtlich, aber ich habe es euch gezeigt, nachdem ich geputzt habe. Und meine Ermutigung vielleicht in dem ist, wenn ihr ansitzt und euch anfangt, die Gewohnheiten anzueignen, dann gebt nicht auf, wenn im ersten Moment nicht gerade etwas Weltbewegendes passiert. Oder manchmal muss man ein bisschen entstauben, manchmal braucht es einen Moment, bis man die Stimme vom Heiligen Geist anfängt zu hören. Aber mir ist wichtig, nur weil ihr vielleicht etwas in dem Moment nicht spürt oder nicht seht oder nicht passiert, heisst das nicht, dass der Heilige Geist nicht bei euch ist. Also bleibt bei diesen Sachen dran. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist anfangen, so unterwegs zu sein, ihm mehr Raum geben, dann ist es ganz natürlich, dass er anfängt, in uns und durch uns durch zu wirken. Er verändert unseren Charakter als erstes. Die Bibel redet hier von diesen Geistesfrüchten aus dem Galater 5, die zum Vorschein kommen. Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Er verändert unseren Charakter. Und er verändert aber auch unser Handeln. Und zwar zu einem ganz bestimmten Zweck. Und der Zweck oder der Auftrag, den finden wir in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern: Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. Die primäre Aufgabe, die uns der Heilige Geist damit hilft, ist, Zeugen von Jesus Christus zu sein. Das ist eine von diesen Hauptaufgaben, wo wir den Helfer haben. Der Heilige Geist gibt uns Mut, er gibt uns Ausdauer, er gibt uns Kraft. Er ist der, der Jesus in uns bezeugt, dass wir Jesus aus uns bezeugen können.
Und selbst die Geistesfrüchte dienen dazu, ein Zeugnis zu sein. Wir lesen an einem anderen Punkt in der Bibel, wo steht, an der Liebe zueinander werden sie mich erkennen. Liebe ist die erste Geistesfrucht, die aufgeführt wird. Ein verändertes Leben ist eines der stärksten Zeugnisse, die wir dieser Welt geben können. Zeugen sein als erste Aufgabe oder als erster Auftrag, erste Wirkung vom Heiligen Geist gegen aussen. Und das andere, was wir auch noch sehen in der Bibel, ist es ein Segen zu sein. Füreinander und für die Welt. Und die Bibel redet hier von diesen sogenannten Geistesgaben. Und es gibt verschiedenste Listen in der Bibel, wo die Geistesgaben vorkommen. Und ich glaube, das ist schon mal gut, sich im Vorhinein bewusst sein, das ist nicht eine abschliessende Liste, die wir jetzt zusammen anschauen. Den Heiligen Geist kann man so nicht gut einschränken. Aber die Bibel gibt uns ein paar begeisternde und spannende Einblicke, wie der Heilige Geist durch uns wirken kann und wie sich seine Kraft zeigen kann. Und ich möchte mit euch die Liste aus dem 1. Korinther lesen. Da hat es ein paar ganz coole Sachen drauf. Wir lesen dort, wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Wer hätte gewusst, dass Schlagfertigkeit eine Geistesgabe ist? Spannend. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unterschiedliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Wow, also ich finde, es ist eine recht coole Liste. Ich meine, mal Hand aufs Herz oder mal Hand auf. Wer würde gern mehr von diesen Sachen in seinem Leben sehen, so in seinem Alltag? Mehr Wunder, mehr Heilung, mehr Prophezeiung? Okay, doch, die meisten. Ja. Das hätte mich jetzt auch überrascht, wenn nicht. Oder? Das ist, ich tue gerne gamen, kann ich jetzt ehrlich eingestehen. Und wenn man etwas Neues, so neue Fähigkeiten freischaltet, das ist immer etwas ganz Cooles. Und deshalb habe ich das Gefühl, das resoniert irgendwo mit mir. Und ich habe vor 2 Wochen ein ähnliches Thema schon bei den Teens dürfen machen. Und in der Vorbereitung bin ich über den Vers gestolpert, habe den Abschnitt gelesen und dachte, yes, Gott, come on, das wäre cool, ich möchte mehr von dem. Ich habe das Gefühl, der Heilige Geist hat mich gestoppt. Und dann gefragt, warum? Ich dachte, was, warum? Was ist denn das für eine blöde Frage? Wer möchte das nicht? Weißt du, wie cool? Und dann bin ich kurz stutzig geworden selber. Und überlegt, Moment, weißt du, wie cool? Ist das der Grund, warum der Heilige Geist uns Geistesgaben schenkt? Weil sie cool sind? Vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Aber wir lesen nochmal den ersten Satz von dem Vers voran. Da steht, wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Ich hatte einen Moment, wo ich ein bisschen ehrlich mit mir sein musste. Und ich habe gemerkt, hey, okay, doch ein nicht ganz so kleiner Teil von mir würde gerne mehr von diesen Geistesgaben haben, weil es einfach auch gut gegen aussen wirkt. Es ist beeindruckend, wenn jemand Wunder wirken kann. Ich meine, also das ist wirklich krass. Es ist genial, wenn jemand Gabe von der Heilung hat. Es ist aufmerksamkeitserregend, wenn jemand prophetisch reden kann oder Geister unterscheiden kann. Das sind alles Wirkungen, wo man denkt, hey, wow, okay, ja krass, was hat der für eine Beziehung mit dem Heiligen Geist? Und das Problem ist aber, wenn der Heilige Geist mir jetzt persönlich so Gaben dann gibt, mit dem Hintergrund, dann laufe ich irgendwo vielleicht auch Gefahr, nachher mit dem überheblich zu werden. Oder mir etwas anfangen, auf meine Gaben einzubilden. Und das selber ist eigentlich schon eine Fehlauslegung. Es sind nicht meine Gaben, es sind nicht Joels Gaben, sondern es sind Geistesgaben. Es kommt vom Heiligen Geist.
Und ich habe mich ein bisschen gefragt, hey, wie oft ist vielleicht ein Missverständnis von dem, oder das Missverständnis von dem, warum wir die Heiligen Geistesgaben wollen, warum wir die Geistesgaben wollen, ein Hinderungsgrund, dass wir mehr von denen sehen in unserem Leben. Und ich möchte euch mal ermutigen, einfach euch ehrlich zu fragen, hey, warum möchte ich dann die Geistesgaben mehr in meinem Leben sehen? Es ist ein Versprechen, das es in der Bibel gibt. Jeder. Also es gibt keine unbegabten Christen. Aber warum wollen wir die mehr sehen? Und wenn unsere erste Antwort nicht ist, zum anderen dienen, dann glaube ich, müssen wir als erstes dort mal nochmal anschauen. Und das können wir dadurch machen, dass wir das Herz von unserem himmlischen Vater besser kennenlernen. Und das kommt aus einer Beziehung mit dem Heiligen Geist. Der Kreis schließt sich da wieder ein bisschen. Wenn wir anfangen, Gottes Herz zu verstehen für die Menschen, für seine geliebten Kinder und aufmerksam durch die Welt laufen, dann sehen wir plötzlich die Nöte und Bedürfnisse von anderen Menschen. Vielleicht sehen wir plötzlich jemanden, der Heilung braucht. Und wir verspüren den Drang, für die Person zu beten. Wir sehen vielleicht plötzlich jemanden, der praktische Hilfe braucht. Und wir gehen praktisch Hilfe leisten. Und dann ist der Fokus nicht mehr, dass wir gut dastehen, sondern der Fokus ist die andere Person und was wir für diese Person tun können. Also startet sonst mal dort, mit offenen Augen durch die Welt zu laufen, mit dem Herz vom Vater im Kopf und schauen, was es Möglichkeiten gibt, anderen Menschen zu dienen. Und die Geistesgaben, die sich zum Vorschein kommen können. Das Coole ist, die Bibel verspricht uns, dass Werke bereits vorbereitet sind für uns. Wir lesen hier im Epheserbrief Folgendes. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Deshalb glaube ich, ist es so wichtig, dass als erstes die Beziehung mit dem Heiligen Geist kommt. Und dass wir in dieser Beziehung laufen und uns vom Heiligen Geist führen lassen. Die Bibel sagt, hey, Werke sind schon vorbereitet. Jetzt ist es an uns, die auszuführen. Und manchmal sind das ganz konkrete Sachen. Es gibt eine coole Geschichte aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte, vom Philippus und einem Kämmerer aus Äthiopien. Und wir lesen jetzt nicht die ganze Geschichte zusammen, ich gebe euch kurz einen Überblick. Der Philippus war einer der frühen Nachfolger von Jesus Christus. Und er war eines Tages unterwegs bei einer Straße und hat vom Heiligen Geist den Eindruck bekommen, er soll zu so einem Wagen anlaufen und einfach ein bisschen mitlaufen. Das war alles. Und der Philippus hat das gemacht, er ist mitgelaufen und während dem Mitlaufen hat er gemerkt, hey, der Kämmerer aus Äthiopien, der Mann, ist eine Schriftrolle vom Buch Jesaja am Lesen. Er hat ihn darauf angesprochen und gefragt, hey, verstehst denn du, was du da liest? Und was nachher gefolgt ist ein Gespräch, das damit geendet hat, dass der Mann sein Leben Jesus übergeben hat und dass er sich auf der Stelle taufen lassen hat. Alles, weil der Philippus dem ersten Eindruck gefolgt ist. Und ich glaube, wir können zwei Sachen praktisch für unseren Alltag lernen vom Philippus. Das erste ist, der Philippus war aufmerksam. Er hat wie genug Puffer gehabt in seinem Leben, dass der Heilige Geist ihm den Eindruck geben konnte, hey, lauf mal mit dem Wagen mit. Das hat vielleicht geheißen, er hat seinen Plan, den er hatte, adjustieren. Vielleicht hat er etwas anderes verpasst, aber er hat der Aufforderung vom Heiligen Geist Folge geleistet. Und ich glaube, das können wir aus dem Alltag auch machen. Wir können schauen, dass wir nicht so ein vollpacktes Programm haben, dass der Heilige Geist, wenn er Glück hat, mal noch 2 Sekunden von uns rausquetschen kann und dort vielleicht noch einen Eindruck geben kann. Und dann haben wir keine Zeit, um dem Folge zu leisten, sondern ein bisschen Puffer einbauen. Ich habe das ganz viel erlebt, wo ich mich ein bisschen mehr angefangen habe zu achten. Dass ich das Gefühl habe, hey, ich könnte vielleicht die Person ansprechen,
Und dann merke ich, nein, warte, ich bin noch unterwegs. Jemand wartet auf mich, ich muss irgendwo hin. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe oftmals einfach dann gesagt, ich habe keine Zeit. Und das sind wahrscheinlich verpasste Momente, wo der Heilige Geist etwas machen konnte. Eine Art, wie wir das machen können, ist, wir können ein bisschen langsamer durch unseren Alltag gehen. Zum Beispiel. Einfach ein bisschen langsamer laufen, eben die Leute bewusst anschauen. Dem Heiligen Geist so den Raum geben, dass er zu uns auch reden kann. Und damit mit dem Raum geben meine ich jetzt nicht die Beziehungsarbeit, die wir mit dem Heiligen Geist haben, sondern jetzt wirklich ganz praktisch, wenn wir rausgehen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, es ist beides wichtig. Das ist das Erste, so die Aufmerksamkeit, dass wir uns unterbrechen lassen. Und das andere, was wir von Philippus, glaube ich, lernen können, ist, dass er enormes Vertrauen hat in die Stimme vom Heiligen Geist. Vor allem dann, wenn er das ganze Bild noch nicht hat. Der Philippus hat nicht das ganze Bild bekommen, nicht den ganzen Plan vom Heiligen Geist. Ich frage mich, ob die Geschichte vielleicht ein bisschen anders ausgegangen wäre, wenn das der Fall gewesen wäre. Stellt euch vor, der Philippus hat vom Heiligen Geist den Auftrag bekommen, geht zu dem Wagen, erkläre ihm die Schriftrolle von Jesaja, tue ihn nachher taufen auf den Sohn vom Vater und von mir und dann werde ich dich nachher entrücken und irgendwo wieder sonst in der Welt platzieren. Also ich glaube, der Philippus war ein Siebensieg und hat es trotzdem gemacht. Aber für mich wäre das ein bisschen die größere Hürde gewesen, als geh mal zu dem Wagen und laufe ein bisschen mit. Ich weiß nicht, wieso es geht. Es ist vielleicht manchmal auch eine Gunst vom Heiligen Geist, dass er uns nicht das ganze Bild gibt, sondern dass er einfach mal sagt, hey, schau, das ist mal der erste Schritt. Und mach mal den ersten Schritt, vertrau mir mal und dann schauen wir den nächsten Schritt an. Das braucht aber auch ein bisschen Vertrauen ins Unbekannte raus. Vielleicht ein bisschen Abenteuerlust, sage ich jetzt dem mal. Es ist manchmal schon nicht ganz einfach auseinanderzuhalten, hey, ist jetzt das der Heilige Geist gewesen, oder ist jetzt das die Lasagne vom Mittag, wo jetzt da zu mir geredet hat? Jetzt, wenn etwas ganz klar der Bibel widerspricht, dann ist es die Lasagne gewesen, dann dürfen wir das links liegen lassen. Aber bei vielen Sachen wissen wir es nicht ganz so genau. Und das Gemeine ist, meistens finden wir es erst raus, wenn wir es auch wirklich probieren dann. Oder wenn wir dieser Anweisung von dieser Stimme, wo man das Gefühl haben, könnte vielleicht der Heilige Geist sein, mal folgen und dann nachher sehen, aha, ja, da hat sich etwas daraus entwickelt. Und dann gibt es Momente, wo man es vielleicht nicht mal im Nachhinein ganz genau sagen kann. Und gleich ist etwas Gutes aus dem entstanden. Und da ist mir wichtig, die Stimme kann manchmal auch ganz eben praktische Sachen sagen. Wie Gang und Lauf mal dorthin. Ein kleines Beispiel von heute Morgen ist, wir haben im Empowering, hat Susanne Gitarre mitgenommen und wir haben gemeinsam noch ein Lied gesungen. Und ich glaube, das ist das erste Mal, wo du Gitarre mitgenommen hast, hast du gesagt. Genau. Das erste Mal Gitarre mitgenommen. Einfach vor 2 Wochen mal die Idee gehabt, hey, ich könnte wieder einmal ein Lied machen im Empowering. Das wäre echt etwas Cooles. Und heute Morgen kriege ich eine Nachricht von Steven und er sagt, Joel, wenn du kommst in die GVC, könntest du mir noch das Plektrum mitbringen. Und ich bin schon da und dachte, sorry, ich habe leider kein Plektrum, das man braucht zum Gitarrespielen. Und habe es dann vergessen. Und als ich nachher ins Empowering gelaufen bin, in der Ablaufbesprechung, habe ich herausgefunden, dass Susanne ihr Gitarre-Case dabei hatte, wo es ein Plektrum drin hatte, hat jetzt Steven heute Morgen mit der Gitarre Worship machen, mit einem Plektrum. Also das ist etwas Kleines. So, hey, Jan, sing doch mal ein Lied im Empowering. Und aus dem ist noch viel mehr entstanden, als Susanne wahrscheinlich gedacht hat. Jetzt kann man sich darüber streiten, ja, ist jetzt das wirklich das Reden vom Heiligen Geist oder nicht? Ich sage schon, beweiset mir es anders. Am Heiligen Geist nachzufolgen ist ein Abenteuer, wo man auch zwischendurch vielleicht mal ein bisschen ein Risiko muss eingehen muss. Und eine praktische Ermutigung ist, wenn ihr euch jetzt nicht getraut, draussen, ja im Alltag, auf fremde Leute zu gehen, müsst ihr auch nicht mit dem starten. Ihr könnt ja einfach mal in dieser Gemeinschaft rein anfangen, füreinander beten, anfangen, auf den Heiligen Geist zu hören. Wenn ihr jemanden seht, der krank ist, hey, geht auf die Person zu. Kann ich für dich beten? Die Hürde
bin ich ziemlich sicher, wird nächstes Mal tiefer sein, auf eine andere Person zuzugehen. Das ist eine dynamische Beziehung mit dem Heiligen Geist, wo wir drin dürfen wachsen. Und wir gehen jetzt dann nochmal in eine Worship-Zeit. Die Band darf langsam hochkommen, ich gehe ein bisschen auf die Seite. Unsere Welt braucht Jesus. Sie braucht Jesus. Unsere Nachbarschaften, wir brauchen Jesus. Und überall dort, wo der Heilige Geist am Wirken ist, dort wird Jesus groß gemacht. Weil der Heilige Geist bezeugt Jesus. Und deshalb erinnern wir uns daran, wir sind erfüllt. Die ganze Fülle vom Heiligen Geist lebt in uns. Wir sind befähigt. Jeder von uns hat irgendeine Gabe. Und der Heilige Geist möchte durch uns wirken in unserem Alltag. Und deshalb lassen wir uns doch auf das Abenteuer ein. Vielleicht ein bisschen draufgängerisch. Einfach mal zu folgen dieser Stimme, wenn wir das Gefühl haben, der Heilige Geist möchte uns vielleicht etwas sagen. Es mal darauf ankommen zu lassen und mal zu schauen, was passiert. Und dann dürfen wir auch staunen darüber, was der Heilige Geist durch uns durch alles bewirken kann. Amen. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss und dann gehen wir nachher nochmal ins Inspirierte Worship. Wir haben dann nochmal das hörende Gebet. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, hey, ich wünsche mir, der Heilige Geist vielleicht gerade mit dieser Beziehung mal wieder zu starten, das hörende Gebet kann auch ein cooler Ort sein, geht unbedingt, auch wenn ihr sonst Anliegen habt. Yes. Jesus, ich danke dir, bist du auf dieser Erde gewesen. Und ich danke dir, hast du den Heiligen Geist geschickt, Vater. Bist du bei uns, Heiliger Geist. Und zwar nicht nur einfach ein bisschen, so 10%, sondern du lebst in uns. Wir dürfen wissen, die Fülle vom Heiligen Geist steht uns bereits zu. Und ich bitte dich, ich segne jeder Einzelne da rein, jetzt einfach für die nächste Woche, so einen Moment dürfen zu finden, wo wir eine erfrischende Beziehung mit dir leben können. Durch kleine Momente den Tag durch, oder vielleicht auch größere Momente, dürfen wir sich auch die Zeit nehmen. Und dass wir dürfen sensibel sein auf dein Reden, Heiliger Geist. Und dass wir uns nicht verlieren in dem Sinne, ob jetzt das du bist oder nicht du bist, sondern dass wir einfach anfangen können, dir vertrauen. Und dass dadurch Jesus groß werden darf. Amen. Wer schuf das Sternenkleid? Wer nennt die Welt sein Eigentum? Wer schrieb die Sinfonie? Perfekte Harmonie. Ein Gott, der wahre Liebe ist. Du großer Gott, du bleibst bestehen und du regierst für alle Zeit. Die Schöpfung singt und betet an den König, der für immer bleibt. Ein Gott, der gern vergibt, hat mich zuerst geliebt, gewann mein Herz und hält mich fest.
dann werde ich es verstehen, wie endlos du mich liebst und stimme ein in dieses Lied. Du großer Gott, du bleibst bestehen und du regierst für alle Zeit. Die Schöpfung singt und betet an den König, der für immer bleibt. Du großer Gott, du bleibst bestehen und du regierst für alle Zeit. Die Schöpfung singt und betet an den König, der für immer bleibt. Oh, oh, dir gehört mein Lob für immer. Oh, dir gehört mein Lob für immer. 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 Großer Gott, du bleibst bestehen, du regierst für alle Zeit. Die Schöpfung singt und betet an den König, der für immer bleibt. Du bleibst bestehen und du regierst für alle Zeit. Die Schöpfung singt und betet an den König, der für immer bleibt. Du großer Gott, du bleibst bestehen und du regierst für alle Zeit. Die Schöpfung singt und betet an den König, der für immer bleibt. Großer Gott, du bleibst bestehen. Du regierst für alle Zeit.
ankert tief in mir. Durch jeden Sturm halt ich fest an dir. Endlos liebst du, wo alle Angst wird weggehen. Egal was kommt, ich vertraue dir. Durch dein Kreuz gibt es Hoffnung, die mich trägt. Du gabst alles für die Rettung dieser Welt. Und die Hoffnung ist ein Anker tief in mir. Mein Gott steht fest für alle Zeit. Du bleibst stets klar und der dabei kommen wird. Und dein Wort besteht. Und du lässt mich nicht los. Durch dein Kreuz gibst du Hoffnung, die mich trägt. Du gabst alles für die Rettung dieser Welt. Und die Hoffnung ist ein Anker tief in mir. Mein Gott steht fest für alle Zeit. Dein Name ist höher, Dein Name ist größer, du bist meine Hoffnung. Dein Wort beständig, dein Zuspruch ist ewig. Du bist meine Hoffnung. Dein Name ist höher, dein Name ist größer. Du bist meine Hoffnung. Dein Wort beständig, dein Zuspruch ist ewig. Du bist meine Hoffnung. Dein Name ist größer, dein Name ist größer. Du bist meine Hoffnung. Dein Wort beständig, dein Zuspruch ist ewig. Du bist meine
weh, es ist vollbracht. Und für dein Sein, für deine Liebe, für deine grenzenlose Macht. Ich will dir danken, Herr, dich preisen mehr und mehr den Namen, über jeden Namen. Lob, Dank und Ehre gehört dir, dein Leben gibst du mir, du bist grösser als alles andere. Du bist das Brot vom Leben. Mein Hunger ist in dir gestillt. Und du bist das Wort vom Leben, wo immer ist und ewig bleibt. Ich will dir danken, Herr, dich preisen mehr und mehr den Namen, über jeden Namen. Lob, Dank und Ehre gehört dir, dein Leben gibst du mir, du bist grösser als alles andere. Du bist der Weg, du bist die Wahrheit. Zum Vater kommt man nur durch dich. Und du bist die wahre Freiheit. Aus deiner Hand beschenkst du mich. Ich will dir danken, Herr, dich preisen mehr und mehr den Namen, über jeden Namen. Lob, Dank und Ehre gehört dir, dein Leben gibst du mir, du bist grösser als alles andere. Ich will dir danken, Herr, dich preisen mehr und mehr den Namen, über jeden Namen. Lob, Dank und Ehre gehört dir, dein Leben gibst du mir, du bist grösser als alles andere. Ich danke dir. Und ich danke euch. Danke, Band. Und danke, Joel, dass du uns da Einblick in die Unterseite von deinem Bett gegeben hast. Nein, danke für deine erfrischende Message und Gedanken. Ich finde es mega inspirierend. Merci, dass du uns so gedient hast mit deinen Begabungen. Und apropos diesen Begabungen, ich habe früher noch, oder irgendwo hat das mal einer so gesagt, ja, das sind wie Geschenke, die Gott parat hast und du musst es nur auspacken. Und das mag in einem gewissen Kontext ein guter Vergleich sein, aber ich habe dann gemerkt, eigentlich ist das mega blöd, weil dann ist es wie so, entweder hast du es und du hast es nicht auspackt und dann hast du es ja nicht. Und ich habe oft gemerkt, dass man ja all diese Geistesgaben irgendwo haben und dann haben wir vielleicht bei gewissen ein besonderes Talent und wenn wir es trainieren, dann wächst eben aus dem Talent wirklich eine Begabung oder eine besondere Gabe daraus heraus. Aber egal wie viel Talent jemand hat, wenn man es nicht trainiert, ist es wegen dem eben noch keine Gabe. Und habe so gemerkt, dass es sich lohnt, da eben auch auszuprobieren und seine Gaben einzusetzen. Und dann habe ich herausgefunden, dass sogar eine von diesen Gaben auch zum Beispiel Großzügigkeit ist. Und auch das ist eine Gabe, wenn man sie trainiert,
und übt, findet man vielleicht heraus, ob man sogar eine besondere Begabung hat. Nein, es gibt tatsächlich, das ist jetzt auch kein Witz und unabhängig von der Kollekte noch nicht, aber es gibt Menschen, die haben ganz eine besondere Begabung, auch was Grosszügigkeit anbelangt. Die haben ein Herz, das es mega gern macht und denen bereitet es die grösste Freude. Und das ist mega schön und auch das dürfen wir nutzen. Genau. Nebst dem eben natürlich Kollekte, wir sind mega dankbar, wenn ihr eure Begabung vielleicht auch für Grosszügigkeit da auch auslebt und trainiert, dass wir wirklich eine Kirche sein, die auch finanziell auf gesunden Beinen steht und wir dürfen so ins Reich Gottes können investieren, wie immer der Twint-Code, Becherli, die durch die Reihe gehen, oder auf dem NFC-Tag, den ihr am Stuhl vorher habt, findet ihr da auch einen Link zum direkt mit Kärtchen, mit Google Pay oder Apple Pay oder was auch immer. Hey, ich weise euch noch auf ein paar Highlights hin in den nächsten Wochen. Ihr seht hier die Übersicht. Und das eine, das ich besonders erwähnen möchte, sind die zwei, die nächste Woche stattfinden, nämlich der Maintenance Day. Es ist ja so, dass wir zum Beispiel immer wieder Vermietungen haben. Und jetzt gerade dieses Wochenende haben wir 2 Vermietungen gehabt. Und das heisst, wir sind da ein bisschen am Umräumen. Und es ist einfach so, eine Person umräumen geht sau lang. 2 Personen umräumen geht plötzlich nur noch halb so lang und 3 Personen ist dann noch viel weniger. Und wenn wir zu 4. sogar amig sind, dann ist es sehr, sehr schnell gemacht. Dann hat man sehr schnell sehr viel gemacht. Und genau gleich ist es beim Maintenance Day. Da wollen wir einen Tag lang uns einfach, es ist eigentlich ein Morgen, uns da Vollgas investieren in die Räumlichkeiten, dass sie schön bleiben, dass die Sachen einen guten Zustand haben. Und da haben wir ganz viele Sachen, die wir umsetzen können. Und der entscheidende Faktor wird sein, wie viele Leute sind da, die darüber entscheiden, wie viel das wir umsetzen können. Weil was wir nicht machen, ist, dass dann ein paar wenige bis irgendwie am Abend um 6 Uhr da sind und machen. Darum, wenn du Zeit hast, nächsten Samstagmorgen, dann wäre es mega cool, wenn da ein paar noch kommen könnten. Es gibt einfach viel mehr, was wir erledigen könnten. Dann das andere, wo ich darauf hinweisen möchte, ganz speziell, wenn du zu denen gehörst, die ich schon ab und zu gesehen habe, aber vielleicht noch nie so richtig haben können, mit denen reden, die ein bisschen am Reinschauen sind in der GVC oder zu Gast da sind und die sich vielleicht auch am Überlegen sind, ob das ihre geistliche Heimat könnte werden, dann würde ich euch mega gern an Visionsnachmittag einladen. Der ist am nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst. Oder einfach mal ein bisschen mehr über die GVC erzählen. Wer wir sind, was wir machen, wie wir funktionieren und was es für uns auch wird heissen, ein Teil der GVC zu sein. Keine Angst, es ist nichts Kompliziertes oder irgendwie Wahnsinniges, aber es geht einfach darum, um euch das vielleicht alles noch ein bisschen genauer vorstellen, als man das vielleicht so im Gottesdienst mitbekommt und eben mal Zeit hat, um ein bisschen miteinander zu reden und sich besser kennenzulernen. Uns würde es helfen, wenn ihr euch für das anmelden würdet. Das könnt ihr über die App, über den NFC-Tag oder am Next Step Desk oder über die Homepage oder was auch immer. Genau, dann sonst noch, darf es noch mal schnell einblenden, nur noch ganz schnell, 24 Stunden Männeranlass am 26. Juni, meldet euch an, auch dort. Gut, dann würde ich mega gerne noch beten für euch alle und bitte euch zum Aufstehen. Was ich noch vergessen habe zu sagen, nächsten Sonntag haben wir wieder mal so einen Sonntag zum Thema Fragen, die die Welt bewegen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich den Titel setzen soll. Jesus for President wäre vielleicht noch eine Idee. Auf jeden Fall geht es so um das spannungsvolle Thema Christsein, Politik und sich irgendwie da positionieren. Es ist ein bisschen ein heisses Season, ich habe ein bisschen Respekt. Aber keine Angst, ich werde euch keine Wahlempfehlungen abgeben für die anstehenden Wahlen. Aber vielleicht ein paar Gedankenanstöße, eben wie wir Christen und Politik, was das vielleicht für uns kann bedeuten und wie damit umgehen. Yes, also, jetzt Gebet. Und ich tue es gerade vorlesen. Der Herr segne uns und behüte uns. Möge er uns Ruhe schenken in einer lauten Welt. Möge er uns davor bewahren, unsere Seele an Dinge zu hängen, die nicht bleiben. Mögen wir den Mut finden, unsere Grenzen zu akzeptieren und uns genau dort von ihm sicher gehalten wissen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Möge sein Blick auf uns das sein, was uns definiert, nicht unsere Leistung.
Möge seine Gnade wie frisches Wasser in die trockenen Bereiche unseres Lebens fließen und sein Ebenbild in uns wieder zum Vorschein bringen. Der Herr hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Schenk uns deinen Shalom. Das ist weit mehr als nur die Abwesenheit von Streit. Es ist die erfüllende Anwesenheit deiner Größe, deiner Schönheit und deiner Gegenwart. Eine erfrischende Ruhe für die kommende Woche, weil du da bist. Und Vater, so beten wir, dass du mit uns in diese Woche kommst, in die Zeit, die vor uns liegt. Wir beten, dass du nicht nur uns segnest, sondern auch die anderen Kirchen hier im Zürich-Oberland, die Schweiz, weltweit. Wir beten, dass du Frieden schenkst überall dort, wo Konflikt herrscht, wo Leid ist, wo Not ist und besonders dort, wo Krieg ist und Menschen verfolgt werden. Bist du ihnen näher und greif du ein mit deiner übernatürlichen Kraft. Und Vater im Himmel, lass uns immer wieder aufmerksam sein für das Reden von dem Heiligen Geist in unserem Leben und gib uns den Mut, um danach zu handeln, egal ob wir dafür unsere Pläne über den Haufen rühren oder nicht. Amen. Hey, ganz einen guten Sonntag noch und es gibt Spaghetti-Plausch oder Pasta-Plausch. Ich freue mich, euch draussen zu sehen.